Belun a bedrun. CSV, DP, DLSAP an die Gring hunn ihrch 2018 virunde lächte Chamberwahlen an ihre Wahlprogrammer de Referendum iwwer die neue Verfassung versprach, dat das schwarz op weiss not ze lesen. CSV. Vor dem ersten verfassungsrechtlichen Votum wird der Verfassungstext in regionalen Diskussionsrunden mit den Bürgern erörtert und durchdiskutiert. Dieser Text wird danach den Bürgern in einer Volksbefragung vorgelegt und wird das zweite verfassungsrechtliche Votum ersetzen. Bei positivem Ausgang erhält das Land während der nächsten Legislaturperiode eine neue Verfassung. DP. Die 4 größten im Parlament vertretenen Parteien tragen diesen Text mit und haben sich für ein Referendum während der nächsten Legislaturperiode ausgesprochen. Da die Verfassung die eigentliche Rechtsgrundlage unseres Landes ist, muss im Vorfeld das Referendum mit weitgehendster und objektiver Information sowie mit weitmöglichster Bürgerbeteiligung begleitet werden. LSAP. Anstelle einer zweiten Lesung soll der neue Verfassungstext allen stimmberechtigten Bürgern anschließend nach breiter öffentlicher Diskussion zur Abstimmung per Referendum vorgelegt werden, damit er spätestens Ende 2020 in Kraft treten kann. Die Gring. Deshalb ist es wichtig, die Reform unserer Verfassung zügig abzuschließen und per Referendum den Bürgern und Bürgerinnen zur Abstimmung vorzulegen. Wie versprach, so gebrach. Wann de Bierger lo gesot krit, et geif sech nimmen nach eng punktuell an net méi eng global Reform handeln wie demols virgesinn, kann e just nach soen méi unverfrue kann e go net leien. Dothören vun der neuer Verfassung soe selber, et wie eng substanziell Reform. Donach fëllen en Ënnerscheet zu enger globaler Reform ze machen, as eng Rengwurtspielerei. Lützeburg krit eng bal komplett neue Verfassung, et komme viel Artikel bei, a grundlegende Aspekte vun eisem Zusummeliewen gi geändert, zum Beispiel als Verhältnis zu der Europäischer Union, d'Roll vum Großherzog, d'Rechter vun der Familie an nach méi. Den Nee zu engem Referendum sollet just méiglech machen, dat die 4 Parteien hanner Zonen Dieren eleng a lerncht Volleg iwwer de wichtigsten Text von eisem Staat bestimme können. Wat du geschitt als undemokratisch, untransparent an uneierlich. Zunter dem Referendum von 2015 fährten die 4 Parteien de Verdikt vom Volleg. Sie regiere lewer iwwer de Kap vun de Leide wäsch. DDR ass dummert net d'accord. Sie hat den 19. Februar 2021 an der Chamber eng Resolution zur Aufstimmung bruecht, déi de Referendum fordert. Den 20. Mai huet DDR der Chamber zusätzlich eng Resolution präsentiert, die verlangt, dat Bierger objektiv iwwer die neue Verfassung informiert musse ginn. Beid Resolutionen goufe vu Gambia an der CSV verworfen. Loher die vun den 4 Parteien, besonders auch vom Präsident von der Verfassungskommission an der Chamber, Leiit kennte selber ein Referendum aufruhen. Dafür bräuchten sie 25.000 Unterschriften. Das ist aber nicht das, was die 4 Parteien versprochen hatten. Sie wollen die Prozedur ja auch nach dadurch extrem schwer machen, dass sie die neue Verfassung auf 4 Kapiteln abgespleckt tun. Damit wollen sie die Leute zwingen, was sie da gerne Referendum hätten, gleich 4-mal die Prozedur von denen 25.000 Unterschriften zu durchlaufen. Eng Gemenget. Gambia und CSV könnte ja auch einfach ein einziges Referendum über die 4 Deler aufhalen. Auch DDR hat am Wahlprogramm von der letzten Chamberwahlen das Referendum versprach. Für DDR gilt, das versprochene Referendum muss kommen. Wie Gambia und CSV das Referendum verhindern. Für d'éischt argumentieren CSV a Gambia, dat et sech just eng Mini-Reform geif handeln. Et handelt sich allerdings eng Reform vun der Verfassung, wéi d'Land se nach nie gesinn huet. Co-Rapportrice Simon Beisel vun der DP schwätzt selber vun enger Revision substanziell e fondamental. Virunde Wahlen hunn CSV a Gambia de Referendum versprach. Fir no de Wahlen awer ke Referendum wëllen ze machen. CSV a Gambia so en Haut,
Leiit kennt jo selber Referendum erzwingen, an dem sie genug Unterschriften ginge sammeln. Sie verlosen ha nächstem Zufall a versichernde Leiit, das zu schwer wie möglich zu machen. Sie refusieren, das Referendumsgesetz so aufzuändern, dass den Referendum auch kann online frohen oder über de Formular. Dat, obwohl schon lo bei der Chamber die Möglichkeiten huet, wo die Leute online können Petitionen unterstützen, für die 4.500 Unterschriften gebraucht gin. Für das Referendum zu frohen sie 25.000 Unterschriften nötig, wofür die Leute dann noch immer müsse persönlich op ihr Gemeng unterschreiben gehen. Heimat nicht genug. Normalerweise besteht eng Verfassung aus just engem Text, iwwer den dann aufgestimmt gëtt. No de Wahlen hu Gambia an CSV awer desideiert, Verfassung a 4 Deler opzesplicken, fir de Leiit zusätzlich schwer zu machen. Lo missten sich also net Manner wie 4 mal 25.000 Leute zu 4 verschiedenen Zeitpunkten opgemeng deplacéieren, fir sech do op de Referendumslüchten anzudrohen. Eng Reng Schikan. Das man näher weiß doch, wat ihnen die Leute wert sind, die net mobil sind, die am Ausland leben, wie zum Beispiel Studenten oder die Leute, die aus beruflichen Gründen nicht zu den normalen Büroszeiten können persönlich op Gemeng gehen, für sich anzuschreiben. Der Präsident von der Verfassungskommission sieht dann aber ganz nonchalant, die Leute hätte jo die Möglichkeit, ein Referendum unzufroen, wohl wissend, dass es den Leuten mit all den Schikanen quasi unmöglich gemacht wird. Je lui souhaite bonne chance, da das den ironischen Kommentar den Co-Rapportrice von der DP demjenigen mat op de Weget, die sich tatsächlich trauen sollt, das Referendum unzufroen, weil sie genau weiß, dass das jo durch all die Schikanen quasi unmöglich ist. Das ist ein Hohn, dat an enger Demokratie so de Gag mam Bierger gemerket, losen Lützebäuer se Stadt gefallen? Wie Dich? Als Land steht für enger historischer Entschädung. 4 Parteien CSV, DP, LSAP an die Gring, sie sich iwwer eng bald komplett Reform vun unserer Verfassung eins. Dobei as meestens 100 Zonen Diere verhandelt gin, a viel auch direkt konzerniert Instanzen simul net konsultéiert gin. Haut wees nach immer kaum en am Land, wat iwwerhäert an die neue Verfassung soll kommen. Sicher ist aber, dass das neue Verfassung auf 4 Kapiteln abgesplickt wird. Iwer die dann auch noch soll auf 4 verschiedenen Deeg aufgestimmt gehen. Wann es den 4 Parteien no geht, sollen die 4 neue Verfassungstexte dann auch so sehr wie möglich an der Chamber mit einer 2/3 Majorität ugeholt gehen. Am Gegensatz zu dem, was sie versprochen hatten, wollen sie de Leute lo awer net die neue Verfassungstexter vorlegen, an vorlegt durch ein Referendum darüber entscheiden lassen. Am Platz hier Verspreche vom Referendum zu respektieren, gi sie lo auch nach arrogant a verlangen, dat wann die Leute gerne Referendum hätten, sie gefälligst selber die Prozedur solle lancieren, auf 25.000 Unterschriften dafür sammeln. Da der besteht aber selbstverständlich ob de versprochene Referendum. Sie as überzeugt, dat die Legitimität von enger Verfassung davon aufhängt, ob sie op engem breden an durch Referendum dokumentéierte Wëlle vun der Nation beruht, an net nimmen op eng Konsens tischcht e pur politische Parteien. Für d'ADR als den eigentliche Konstituant Nation an net Parlament. Die geplante Verfassungsänderung geht vielmi weit, wie eng einfach Upassung u gesellschaftliche Entwicklungen oder eng Modernisierung von der aktueller Verfassung. Geplant als eng deelweis Neuformierung von der Lützebäuer Gesellschaft an dëst mat Konzepte an Ideen, die abel kegem ausländische Verfassungstext so zu fanne sinn. Auch d'Auslännerwahlrecht taucht nees op. Für die neue Verfassung goufe sogenannt progressiv Ideen aus enger Reihe von Dokumenter zu Summe gewürfelt, denen dann dacks die intern Kohärenz fehlt. Da der als Wohlverstanden net gegen punktuell Verfassungsänderungen. Sie hat selber Propositionen an dem Sinn gemacht, zum Beispiel für die Lützebäuer Spruch abzuwerten, das Statut von den Deieren zu reformieren,
reformieren oder fir Decisionen vun der Regierung a Krisenzeiten können durch Verfassungsgericht überprüfen zu lassen. Sie huet auch Änderungen bei der Prozedur fir d'Schärfe vun enger Untersuchungskommission an der Chamber gefrot. Sie begräst dowens de Reformen déi hehre Forderungen entsprechen. DDR begräst darüber raus auch aner Neuerungen, wie zum Beispiel d'Stärke vun de Rechter vun der Chamber. Die lo proposéiert Verfassungsänderungen weisen aber nieft verschiedene punktuelle Verbesserungen auch ein ganz Reihe von grundlegenden a wichtige Probleme erschwächten. Die neue Verfassung also auch eine Reform von der verpasste Chancen. DDR bedauert, dass das Reform auf ein ganz Reihe Möglichkeiten verzicht, die wirklich institutionell Verbesserungen brucht hätten. Dazu gehören eng Reform vom Wahlsystem, die Möglichkeit für die Leute, sich können auf direktem Weg und Verfassungsgericht zu adressieren, eine konsequent administrativ a funktionell Trennung vom Parquet, von aller richterlichen Funktionen, mehr direkt Demokratie über Referenden und noch vieles mehr. DDR verlangt du wennst eng bret a kontrovers gefauert Debatte iwwer die geplante Reformen an e Referendum iwwer die neue Verfassung. Et derf net sinn, dat die Feierparteien als wichtigst Gesetz hanner dem Reck vun de Leiit an dann och nach geintiert egent Wahlversprechen ohne Referendum ändern. Eng politiséiert Verfassung. Die neue Verfassung seit 4 net nëmmen d'Rechter vun de Leiit an d'Institutionen vum Land ze verändern, méi och der Politik langfristig eng bestimmte Richtung fir ze schreiben, dëst iwwer de Wee vun politische Staatszieler mat Verfassungsrang. Fir DDR ass dat awer net de Sinn vun enger Verfassung, well dee besteet daran, e Staat rechtlich ze konstituieren, d'Regelle vu segem Funktionament festzulehen, Demokratie, de Rechtsstaat an Trennung vun de Gewalten zu garantieren, an de Bierger hier Grundrechter zu definieren an aufzusichern. Eng Verfassung als also do fir engem Land eng langfristig Ordnung a Stabilität zu ginn, an net fir kurzfristigen politischen Nivelleungen oder Interessien vu verschiedene Parteien Rechnung zu drohen. D'Aféierung vu politischen Ziele an die neue Verfassung als ein Angriff an den freien demokratischen Meinungsbildungsprozess. Dodurch gëtt de Parteien ihr Handlungsfreiheit nämlich langfristig angeschränkt. Was geschieht, wann eng Partei, die net die politische Staatsziele an der Verfassung gutheescht, demokratisch Wahlen gewinnt? Misst die neu gewählte Regierung dann eng Politik géint ihr egen Überzeugungen a géint de Wëlle vun de Wähler machen, weil die Verfassung bestimmten Zieler diktiert? Gambia und CSV probieren haie Politik langfristig festzuschreiben an domat Meigkeet vun engem demokratische Wandel anzuschränken. D'Aféierung vu politischen Zieler an Verfassung heescht doch, dat all Beamten, wann es ein Eed oflädt, automatisch verpflicht das, auch die politischen Staatsziele aus der neuer Verfassung zu respektieren. Das ist aber nicht nur ein Angriff an die Neutralität vom öffentlichen Dienst, mir kann auch gegen Gewissensfreiheit von den Beamten und gegen hier persönlich politische Freiheiten verstoßen. Ganz besonders bedenklich ist, wie die Staatsziele begründet gehen. Für sie zu erreichen, können nämlich andere Verfassungsprinzipien eingeschränkt gehen. Les conséquences liées à ces objectifs s'expliquent par leur utilisation par le législateur pour justifier des dérogations non excessives à des principes constitutionnels. Les objectifs à valeur constitutionnelle peuvent donc étendre les pouvoirs du législateur en limitant l'application de certains principes constitutionnels. Domat können also am Numm vun den neue Staatszieler zum Beispiel den Kampf gegen den Klimawandel oder dem Recht op eng passend Wohnung die konstitutionell Rechter vun de Leiit angeschränkt ginn. Wie dobei d'Formel non exzessiv soll interpretéiert ginn as ungewiss, könne Leiit zum Beispiel entdegent ginn mam Argument, de Wohnraum misst ernstnecht genutzt ginn, as et exzessiv engem en Logement sous-occupé wäch zu holen. Verschiedene Parteien wollen jo des Notion afheieren, fir zum Beispiel de Wohnraum op eng bestimmten 12 Quadratmeter pro Person zu limitieren. Den Text vun der neuer Verfassung seht just: Cet objectif impose au législateur de prendre les initiatives nécessaires pour permettre à toute personne de disposer d'un logement décent.
Auch beim Kampf gegen den Klimawandel kann in Zukunft all Zwangsmaßnahmen Motivweis op dat neid politisch Staatsziel Klimaneutralität rechtfertigen und durchsetzen. Gëtt vielleicht an Zukunft Erschränkungen bei Haus an Nutztieren, weil die zu viel Kohlendioxid am Methangefe produzieren? Wie eng aner Limitationen zum Beispiel am Bereich von der Bewegungsfreiheit könnten eis nach imposiert gin. Dürfen wir an Zukunft nach an aner Länder fliehen oder fuhren, sie auf dat für Vakanz zu machen, oder aus andere Gründen? Für der as klar. Politisch Ziele gehören nicht an Verfassung. D'Auslännerwahlrecht durch Tannerdier. Beim Referendum von 2015 hat Lützebäuer sich mit rund 80% klar gegen d'Auslännerwahlrecht ausgeschwert. Dafür vom Auslännerwahlrecht ging nämlich bedeuten, dass es kein Parlament von einer Lützebäuer Nation mehr gibt. Es bleibt dann immer noch ein Parlament für eine Multikulti-Gesellschaft ohne nationale Identität, an der das spezifisch Lützebäuerisch dann auch keine Rolle mehr spielt. Haut aus der DDR nach die einzige Partei, die das Resultat vom Referendum an domat d'Lützebäuer Nation respektiert. Immer nees hun die anderen Parteien versicht, das Resultat von 2015 zu umgehen. CSV hat sich besonders für die Draufsätze vom Niveau beim Sprachentest für die Nationalität engagiert, DP also gut hingegangen und hat bei der AStI am Kader von den Europawahlen Citoyen Intéressé opgefordert, gegen das Resultat vom Referendum opzutreten. Mit der Verfassungsreform gisi sech lot Möglichkeit für d'Auslännerwahlrecht gegen de Lützebäuer ihre Willen anzufeieren. Am geplanten Text gouf den neuen Artikel 9 bis angefordert, den d'Auslännerwahlrecht ermöglicht. Du heeschtet: Sans préjudice de l'article 52, la loi peut conférer l'exercice des droits politiques à des non-luxembourgeois. De Paragraph 2 sieht also klar, dass d'Ausüben vu politische Rechter iwwer Gesetz kann für Ausländer ermöglicht gin. Am Kommentar zu diesem Artikel steht dann: Afin de lever toute insécurité juridique, il est précisé au paragraphe 2 que le principe selon lequel le droit de vote peut être étendu par la loi aux non-luxembourgeois ne s'applique pas aux élections législatives. Hij gëtt also behaupt, dat den Artikel 9 bis net soll op d'Chamberwale kënnen ugewandt ginn. Dës Präzision steht awer net am rechtlech verbindliche Verfassungstext, min nëmmen am Kommentar. Dat ass e wichtegen ënnerscheet, well den net verbindliche Kommentar nëmmen als Interpretationsquell gëlt. Fir wat schreiwen Gambia-Parteien an CSV net einfach an de Verfassungstext selber, dat nëmmen d'Lützebäuer bei de Chamberwahlen wahlberechtigt sinn. DDR verlangt, dass der Verfassungstext selber das Referendum von 2015 respektiert. Der Satz könnte dem nur heeschen: sans préjudice de l'article 52 et à l'exception des élections législatives, la loi peut conférer l'exercice des droits politiques à des non-luxembourgeois. Mit gutem Grund huet kein europäisches Land Nationalwahlen für Ausländer opgemach. Für politische Entscheidungen zum Wohl von Land der Gesellschaft können zu holen, muss sich dem Land an der Gesellschaft auch zugehörig fühlen. Damit spielt die Integration eine ganz wichtige Rolle. Sie ist eine Voraussetzung für politische Rechte. Zu Lützeburg, wo die Ausländer heute schon rund 50% von der Population durchstellen, ging so ein politisches Multikulturalitätsmodell als nationale Souveränität untergraben, Integration verhindern und damit Solidarität und Loyalität schwächen. Es käme zu fundamentalen und irreversiblen Veränderungen von Land der Gesellschaft. Schon wenn die Unzahl von den ausländischen Mitbürgern nimmer nach Licht gegen Wursen, während Lützebäuer Wähler schon an der Minorität. Auch als Nationalität geht weiter ausgehircht. Es gibt stark Bestrebungen, für die Lützebäuer Nationalität komplett unabhängig von der Lützebäuer Spruch zu machen. An den europäischen Träten gëtt iwwerdems festgehalten, dat Funktionen beim Staat, die und Souveränität gebunden sind, für die Nationalbürger reserviert bleiben. D'Auslännerwahlrecht ging aber automatisch dazu feieren, dass auch all Posten an der Fonction publique für jeden misst opsinn. Für DDR gilt das Prinzip, dass das Nationalwahlrecht muss und Lützebäuer Nationalität gebunden bleiben. So wird auch bislo immer wahr. La puissance souveraine réside dans la nation. Wie kann als Verfassung geändert gehen?
Den Artikel 114 vun der aktueller Verfassung seht, dat et 2 Voten an der Chamber brauch, wobei den zweete Vot durch Referendum ersät kann ginn. So Referendum kann durch 16 Deputéierten oder 25.000 Wähler gefrot ginn. Toute révision de la Constitution doit être adoptée dans les mêmes termes par la Chambre des députés en 2 votes successifs, séparés par un intervalle d'au moins 3 mois. Nulle révision ne sera adoptée si elle ne réunit au moins les 2 tiers des suffrages des membres de la Chambre, les votes par procuration n'étant pas admis. Le texte adopté en première lecture par la Chambre des députés est soumis à un référendum qui se substitue au second vote de la Chambre, si dans les 2 mois suivants le premier vote demande en effet soit par plus d'un quart des membres de la Chambre, soit par 25 000 électeurs inscrits sur les listes électorales pour les élections législatives. La révision n'est adoptée que si elle recueille la majorité des suffrages valablement exprimés. La loi règle les modalités d'organisation du référendum. Am Referendumsgesetz vom 4. Februar 2005 gëtt Prozedur an den Artikeln 4 bis 19 folgendermaßen bestimmt. 5 wahlberechtigt Lützebäuer musse spätestens 14 Deeg nom echte Wort eng schriftlich Demand und de Staatsminister stellen. De Staatsminister huet dann 3 Deeg Zeit, fir iwwer die formell Gültigkeit vun der Demand ze desideieren. Duno musse 25.000 wahlberechtigt Lützebäuer dës Demand fir e Referendum ënnerstützen. D'Unnerschrifte ginn op de Gemengen enregistriert. Den Delay gëtt durch de Staatsminister matgedeelt. War 25.000 Leiit de Referendum verlangen, musse gemerk ginn an ass decisiv an ersetzt den zweete Wort an der Chamber. Awer jeweils 3 Meint virun an no de National- an Europawahlen dief ke Referendum stattfannen. Ass dat awer de Fall gëtt den Delay op 6 Meint verlängert. Loi du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national, article 20. Si la demande d'organiser un référendum a été faite par plus d'un quart des membres de la Chambre des députés ou, dans les conditions prévues au chapitre 2 de la présente loi, par 25 000 électeurs, le gouvernement doit organiser un référendum en ayant un délai de 6 mois. En cas d'élection législative ou européenne dans ce délai, celui-ci est prorogué de 6 mois. D'ADR hat den 19. Februar 2021 eng Gesetzesproposition gemacht, fir dat déi 25.000 Leiit net méi misisten op Gemeng goen fir e Referendum ze froen, me dat sie dat och kenten elektronisch machen, so wie dat haut scho bei de Petitionune vun der Chamber méiglech ass. D'Regierung huet awer direkt bekannt ginn, dat sie domat net d'accord wie. Sie wëll ke Referendum a wëlt Referendumsprozedur doweinst fir d'Leiit so onkamot wie méiglech machen. CSV eleng kéint awer schon e Referendum erzwingen. Geif all Partei hiet Wahlverspriechen halen, fir et ke Problem fir Niveau vun der Chamber e Referendum ze desideieren. Laut Verfassung gi 16 Deputéierten fir des Forderung due. CSV mat hireieren 21 Deputéierten kéint schon eleng hiet Wahlversprechen durchsetzen an de Referendum erzwingen. Och aner Parteiie kennte sich zu summen doen, fir op die neidech Unzuel vu 16 Deputéierten zu kommen, da der wie selbstverständlich berät, hai all Initiativ zu unterstützen. So et DP zum Beispiel 12 Mandate an der Chamber, zu summen mat de Stimme vun der ADR, kennt also och sie hier Wahlversprechen halen. Eng Reform géint Monarchie. Für das Land als die konstitutionelle Monarchie eng bewährten a Gutstaatsform, die auch von enger großer Majorität von de Leid akzeptiert gött. Traditionell als Perzeption vom Großherzog dabei dei, dat hien als neutraler Repräsentant vom Land iwwer der Politik an domat doch iwwer denen einzelnen politischen Pouvoire steht. Die Neuverfassung bringt aber auch dadurch, dass sie sich bewusst viel französischen republikanische Modell orientiert, eng Reihe von Elementen, die als Lützebäuer Tradition mit der Monarchie auf viele Punkten ändern. So verschwindet zum Beispiel an der Edesformel die Referenz auf den Großherzog und die mir so lang gewinnt waren. Je jure fidélité au Grand-Duc. Auch Urteiler an der Justiz sollen nicht mehr am Numm vom Großherzog geschwert, mehr nimmer nach als engem Numm exekutiert gehen.
Die ass, dat hien an Zukunft soll virun allem als Deel vun der Exekutiv gesi ginn. Dem Großherzog seg Handlungsfreiheit gegenüber der Regierung gëtt an der neuer Verfassung systematisch ageschränkt. Et soll eng Prozedur agefeiert ginn, mat der hien op Initiativ vun der Regierung kann aufgesat ginn, wat et Team als Staatschef ganz schwéier mischt, eng onofhängig Menungsbildung zu hunn, an iwwerparteilech am Interesse vum Land, an am Respekt vu segem Gewëssen können ze handeln. Der viergeschlohenen Text sieht, si le Grand-Duc ne remplit pas ses attributions constitutionnelles, la Chambre des députés, à la demande du gouvernement, le Conseil d'État, entendu en son avis, décide à la majorité qualifiée qui a lieu de considérer que le Grand-Duc a abdiqué. Wie dat dann an der Praxis zu interpretieren wäre, als unklar. Der Risiko besteht, dass die Regierung ein Großherzog, den hier zum Beispiel aus politischen Gründen nicht passt, kann aufsetzen losen. Da der hat sich viel mehr präzis Regeln gewünscht, wie zum Beispiel dat unlesbar Umstände müsste vierleihen, zum Beispiel gesundheitlich Inkapazität an anderer. Der dem Großherzog unmöglich machen, Land zu regieren. Weiter verliert der Großherzog das Recht, für op seg Initiativ d'Chamber opzelesen an domat bannend 3 Meint Neuwahlen herbeizufeieren. Dëst Recht as eng Regel, die et dem Staatschef erlaubt, an enger politisch komplizéierter Situation dem Volk d'Méiglechkeet ze ginn, fir een neit Parlament ze wielen, an domat eventuell och eng aner Regierungsbildung ze erméiglechen. Sie ass zwar formal Recht vum Staatschef, awer de facto eng demokratisch Garantie fir d'Volk. De Großherzog kann dobei net mi machen, wie durch Dopplese vom Parlament de Pouvoirem und Volk zurückzugehen. Dëst as völlig legitim. An so Dispositionen gëtt doch an andere Verfassungen, wo de Staatschef Parlament oplesen kann, zum Beispiel a Frankreich. Die geplanten Neitexter gesi fir, dat de Großherzog nimmen nach ënner ganz restriktive Konditionen d'Chamber oplesen kann, wat d'Méiglechkeet fir Neuwahlen unnötig erschränkt. Der Großherzog soll auch net méi wie bislo de Kommandant vun der Armee sinn, mir soll nimmer nach den Titel drohen, an zwar ënner der Responsabilitéit vun der Regierung. So eng Disposition gëtt an andere Monarchien net. Et as üblech, dat de Monarch och Kommandant vun der Armee ass, iwregens as och a Republiken, de Staatschef gewéinlech formell de Kommandant vun der Armee. Für d'ADR sind so Reformen unnötig. Sie gesäit ke Grund für eng Änderung bei der Rechter vom Großherzog. E geplanten Aufbau von eiser Souveränität. Souveränität von engem Staat also ganz wertvoll gut. Eisem Land hat sie erlaubt, auf Freiheit zu existieren, seine Identität zu stärken, als seine Ökonomie zu entwickeln. Sie steht einer sinnvoller internationaler Zusammenarbeit auch nicht am Weh. Die aktuelle Verfassung gesäit dowenst fir, dat den Exerzice vu staatlichen Attributionen kann zeitweilig an durch Vertrag und international Organisationen aufgetrude gin. Dat wichtigst Wort as he zeitweilig fir en gewissen Zeit also, aber net definitiv. An der geplanten Reform soll dat Wort temporairement lo wäsch fallen. Dat solle erméiglechen, dat als souverän Rechter an Zukunft können definitiv un eng international Institution besonnech und EU aufgetrude gin, oni auch nimmen eng Prozedur fir ze gesinn, fir sie eventuell können zurückzukriegen. Die neue Verfassung dreht domat kloer Tanschrift vun engem europäischen Föderalismus. Sie as so ugeluecht, dat mir immer méi zu engem Deelstaat vun engem europäische Föderalstaat solle ginn, an dodurch immer méi u Souveränität verleieren. Zu dem neue Souveränitätsverzicht gehört doch, dat de Großherzog europäisch Rechtsakter iwwer Reglementer soll applizieren, fir d'Umsetzung vun so Rechtsakter zu Lützeburg zu erleichtern. Wéi eng Rechtsakter genee davon betraff sinn, steht net am Text. Och hei entsteht eng deitlich Ënnerordnung vu Lützeburg ënner d'EU an eng Gefor vun eng méiglesche Wäschflossen vun der Chamber bei der Transposition vun europäischen Rechtsakter an als Nationallegislation. Dabei besteht absolut kein Ursache für als Verfassung an des Richtung aufzuändern, ganz am Gegenteil. Kein anderes europäisches Land geht op die Weh. Die EU als an enger Deiver Krise net recht zenter dat
Vereinigt Königreich de Brexit vollzogen huet. Wie et Mathieu Fero geht, kann haut kemensch soen. Eng intelligent a langfristig ugelöschte Politik ging zu enger gewëssener Viersicht am Hinblick op die europäisch Integration roden an net zu enger definitiver Auftretung vun eise souveränen Rechter und EU. Für ein kleines Land als eng wirtschaftlich Offenheit natürlich eng Notwendigkeit. Mit kann ich gleichzeitig für einen gewissen Moos und europäischer ökonomischer Kooperation an Integration sinn, ohne den ausufernden a bürokratische Föderalismus zu unterstützen. Die neue Verfassung will auch als Recht opgehen, für egen Suen rauszugehen. Da das international net üblich, amol net konform zu der aktueller Währungsunion. Am Euroraum ginn China zwar vun der Europäischer Zentralbank emettéiert, Münzen aber an engem vun der EZB fixéierte Volumen national rausginn. D'Recht vun engem Staat sein egent Geld zu hunn ass bei weitem kein Detail, den liichtfankech aus der Hand gëtt. Den Euro huet ganzecher viel Vierdeler, me kennt doch viel Probleme an internen Spannungen. Och hei wär en gewësse Viersicht secher net vermutwell. Mir wësse net, wéi die europäesch Währung sech an Zukunft entwickelt. Griechenland-Kris ass noch net vergiers, noch Südspannungen am Euroraum wussen an eng net vertragskonform gemeinsam Verschuldung feiert zu neien Ungleichgewichter. Für d'ADR gilt grundsätzlich weiter, mir wëlle bleiwen, wat mir sinn, e klenge souveräne Staat an engem Europa vun de Nationen. Verfassung soll als Souveränität garantieren, as sie net aufschaffen. An dann gëtt doch Familie geschwächt. An der aktueller Verfassung genießt Familie nach ganz starke Schutz. Do heecht et, l'État garantit les droits naturels de la personne humaine et de la famille. Des Formulierung gëtt an der neuer Verfassung durch die belanglos Formel l'État veille au respect de la vie familiale ersat. Dodurch ginnt Rechter vun der Familie gegenüber dem Staat deitlich geschwächt. Dummer dawer net genug. Die neue Verfassung bestimmt doch, l'État veille au respect du droit de fonder une famille. A weiter. Il est entendu que ce nouveau libellé, plus large, couvre toutes les définitions du terme famille. So gëtt der Begriff Familie beliebig interpretéierbar. Gemengt ass, dat jidereen och eng Einzelperson kann eng Familie grënnen an domat recht op bekannt krit. E riesischen zivilisatorischen Rückschritt. Kee Mënsch huet de recht op bekannt, well Kant ass keng Wuer. Hei si wohlverstanen net déi Mammen oder Pappe gemengt, déi durch d'Liewensëmstän länger zeien sinn. D'Schutzfunktion vum Staat fir d'Famill a fir d'Kant gëtt hei pervertéiert. De Staat soll lo de facto d'Rechter vum Kant an domat seg Dignitéit aschränken. Lëtzeburg geht hei vielmi weit wie all die aner europäesch Staaten. Die neue Verfassung bewirkt, dat an Zukunft jidereen d'Recht krit, fir e Kant an Optrag ze ginn. Leihmutterschaft gëtt eng verstoppte Manier als fundamentalt Recht an Konstitution agefauert, och wann dieselvecht Parteien die neue Verfassung willen afeieren, steiwer feste Konträr behaupten, dat ass eng reng Hypokrisie. Schon haut sinn tausende Frauen hauptsächlich an Osteuropa an einer innerentwickelte Länder gezwungen, fir Einzelpersonen oder Koppeln, die genug Geld tun, Kanner auszudrohen, als se Stamm vun ihre Kanner zu trennen. Dat bedeit d'Ausbeutung vu Frauen am Menschenhandel a schlimmster Form. Och die sogenannten Procreation médicalement assistée mat engem frieme Samespender gëtt de facto zu engem Recht fir jidereen, ob schon so an dëse Feld Kanner drënner leide mussen. Hiren biologische Pap gëtt dacks viersätzlich aus hirem Liewen ausgeschloss. Die neii Filiationsgesetzer weisen hei die wirklich Intentionune vu Gambia an der CSV. Die neue Verfassung erméiglecht all des Praktiken a Verstehsdommat géint international Obligationune vun eisem Land, a besonnech géint Kannerrechtskonvention vun der UNO. Ganz schlimm as och, dat de Staat lo Roll vun den Ältere bei der Erzeung vun de Kanner iwwerhole wëll. Et heescht nämlich an der neuer Verfassung: L'État veille à faire bénéficier chaque enfant de la protection des mesures et des soins nécessaires à son bien-être et son développement. Vun de Rechter vun den Älteren geht net triet. An andere Verfassungen ass d'Erzeung d'Recht vun den Älteren, so heeget beispielsweise am Artikel 6 Aufsatz 2 vom Deutsche Grundgesetz. Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern
und zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. 1949 gouf d'ältere Recht ganz bewusst an die Deitsch Verfassung opgeholt, anzwer als Schutz gegenüber engem iwwergriffesche Staat, den, wie an der Hitler-Diktatur oder an der DDR, versicht, d'Erziehung zu verstaatlichen. Für die DDR gilt dowens, dat d'Erziehung vun de Kanner muss d'Recht vun den Ältere bleiben. Die DDR hat sich auch gewünscht, dat d'Recht op d'Liewen explizit an d'Verfassung opgeholt geif, dat wichtigste Grundgesetz iwwerhält. D'Recht op Liewen gehört zu den Droits naturels de la personne humaine, die leider auch aus der neuer Verfassung verschwannen. Propaganda am Platz Information. Viel von uns erinnern sich nach dem Referendum von 2015. Demals waren all politische Parteien, bis auf der DDR an Deler von der CSV, für das Ausländerwahlrecht, wie auch die Presse, und viele Organisationen aus der sogenannten Zivilgesellschaft. Appeller für die Jahr von bekannten, an mehr oder minder wichtigen Leuten, Künstler, an dax selber ernannten Intellektuellen goufe publizeiert. Den Erzbistum huet seg Sympathie fir den Jahr gewiesen, dat gouf wennst ihrer Position fir den Nee als populistisch an nationalistisch durchgestalt. An den Nee 2015 gouf se gut dro gehënnert, fir seg Menung bei verschiedenen Diskussionsofender virzudrohen. Das die sollt Leiit objektiv iwwer de Pro an de Kontra opklären, aéi dat bekannte Resultat kom, huet de bekannten LSAP-Politiker an der Chamber toxkäppech gemengt, d'Elit vum Land wie schliesslich fir de Jahr gewircht. Die 81% wossen domat, dat sie net zu der sozialistischer Elit geheieren. Wie gemengt hat, so eng eeseitig Propagandakampagne wie 2015 kéint an Diefde an eisem Land net mi ginn, an Politik hat beigeleiert, den huet sech leider geehrt. Die Feierparteien CSV, DP, LSAP an die Gring wëlle jo die neue Verfassung entgéint ihrem Verspriechen ohne Referendum durchsetzen. Sie hatten dabei nach netmol un eng Informationskampagne gedurcht. Die Kampagne mis so organisiert ginn, dat déi proposéiert Änderungen op eng neutral an objektiv manéier durchgestalt ginn, an dat zu all Punkt eng kontrovers Diskussion erméiglech gëtt, fir de Leiit ze erläben sech op enger guter Informationsgrundlag eng ege Menung zu all Punkt ze bilden. Des Resolution ass de 14. Juli mat de Stimme vu Gambia an CSV verworf ginn. Kontroversdiskussionen an eng ege Menungsbildung sie bei hinnen anscheinend net erwünscht. Die Feierparteien plus Piraten hunn eng gege Proposition firgeluecht, die eng reng eeseitig Propagandakampagne firgesäit. DP-Sprecherin huet bei der Gelegenheit an der Chamber erklärt, ganz vun Uwenrof. D'Leit solle ganz genau wissen, wat mir mengen, wat gut wär fir sie a fir dat ganz Land. Kontrovers diskutiert gëtt also net. D'Leit ginn noch net gefrot, nee, sie kree gesot, wat wie sie gut ass. Wat kënnt also lo obeis due? Vun dene Feierparteien plus Piraten ass geplant, eng Pressekonferenz, eng Informationsreunion fir de Grand Publik, fir déi Leiit sech och nach mussssen aschreiwen, e puer Propagandafilmer, a Kampagnen an der Press an op de soziale Medien. Op Chamber TV sollen dann och nach e puer Debatten organisiert ginn. Am Resümé, si mir also nes bald do, wo mir 2015 waren, just dat et dëskeier moll ke Referendum gëtt, fir dat doch neicht ka schief goen, a Gambia an CSV hire Wëllen kënnen durchsetzen.